Das Belgrader Nachtleben findet vor allem auf den zahlreichen Booten und Flößen an der Donau und Save statt. Besonders beliebt sind Restaurants mit Live-Musik. Zigeunerromantik pur, fast wie im Spielfilm. Der Zigeuneralltag jedoch ist alles andere als romantisch. Ein Leben in Armut und am Rand der Gesellschaft. Offiziell leben in Restjugoslawien, in Serbien und Montenegro rund 96.000 Roma, wie die Zigeuner sich nach ihrem Weltkongress in London 1971 selbst nennen. Außer dieser neuen Bezeichnung hat sich bei ihnen seitdem kaum etwas verändert. Auch nicht der Wunsch nach einem besseren Leben. Schauen Sie, wo wir hier leben, im Schlamm und den Bruchbuden. Wir wohnen hier seit 20 Jahren, aber eine Möglichkeit umzuziehen und besser zu wohnen haben wir nicht. Nach inoffiziellen Angaben leben in Serbien nicht 96.000, sondern über 1,5 Million Roma. Denn viele bekennen sich nicht zu ihrer Roma-Zugehörigkeit. Einer ihrer Vertreter über die Gründe, wie es dazu kommt. Das kommt vor allem durch eine tief verwurzelte Angst, die durch die Vertreibung der Roma entstanden ist, besonders nach dem Zweiten Weltkrieg. In den jetzigen schwierigen Zeiten ist die Lage der Roma besonders schlimm. Alle Probleme, die eine verarmte Population treffen, wirken sich immer zunächst auf die Ärmsten aus. Und das sind nun mal die Roma. Neben der sehr hohen Arbeitslosigkeit hat das Volk der Roma außerdem Probleme, von der Mehrheitsbevölkerung verstanden zu werden. Musikanten, Trinker, Diebe. Es gibt jede Menge klischeehafte Vorstellungen über die Roma. Die meisten von ihnen leben in Belgrad und Umgebung. Musiker sind darunter gerade mal 8%. An der Verbreitung dieser Stereotypen sind unsere Kollegen Journalisten und Schriftsteller schuld. Der Grund ist ihre Unkenntnis der tatsächlichen nationalen Kultur der Roma. Bestes Beispiel dafür ist der Film des berühmten Regisseurs Emir Kusturica. In Die Zeit der Zigeuner stellt er zum Beispiel einen Puta als mythologisches Tier der Roma dar, ohne zu wissen, dass es sich dabei eigentlich um eine Ente handeln müsste. Ob ihr Leben nun richtig oder falsch dargestellt wird, die meisten Roma kümmert das überhaupt nicht. Sie leben in ihren Ghettos und bemühen sich, die alltäglichen Probleme zu meistern und Geld zum Überleben zu verdienen. Unser Alltag hier in der Siedlung Mirjevo ist mehr als mühsam, sagt dieser alte Mann. Das Leben sei schwierig und äußerst unhygienisch. Kanalisation ist kaum vorhanden hier und auch das Wasser komme nur sehr selten. Ein krasser Gegensatz in der gleichen Straße. Manche Roma können sich schmucke Eigenheime leisten, dank guter Berufsausbildung und besser bezahlter Jobs. Neben dem Interesse, ihre eigene Kultur zu erhalten, verlangen die Roma jetzt auch den Status einer nationalen Minderheit, um ihre Kollektivrechte zu verwirklichen. Sie beanspruchen für die Roma den Status einer nationalen Minderheit statt den einer ethnischen Gruppe. Wie ernst ist es Ihnen damit? Wir von der Roma-Vereinigung meinen es sehr ernst damit. Wir wollen den bisherigen Status so bald wie möglich verändern. Weil die Roma keinen eigenen Nationalstaat haben, können sie auch nicht als eine nationale Minderheit behandelt werden. Sie genießen jedoch alle Rechte, die andere nationale Minderheiten auch haben. Zusätzlich besitzen sie das Recht, ihre Kultur und Tradition zu pflegen und in den Medien ihre Muttersprache zu benutzen. Die Vertreter der Roma lassen sich nicht mit einer gelegentlich erscheinenden Zeitung und einer wöchentlichen Rundfunksendung abspeisen. Sie beharren auf der Anerkennung als nationaler Minderheit. Damit hätten sie Anrecht auf Schulbildung und Medienverbreitung in eigener Sprache. Besonders Ängstliche hoffen, dass sie ihr Verlangen nach einem eigenen nationalen Staat weiterhin auf friedliche Weise durchsetzen wollen.
Hrvatske Romengi. Slušate emisiju o životu i stvaralaštvu Roma.